Ich glaube, da wird es jemandem heute Abend definitiv nicht langweilig, wenn er das nicht in Betrieb nimmt. Aber nevermind. Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Silva Kutscher. Nämlich ist es wieder soweit, wir haben eine neue Folge von der Swiss News. Ja, aber durch das, dass ich mittlerweile Konkurrenz bekommen habe, aber dazu wie im Verlauf des Videos und auf jedes Video gefühlt von Maelo, Adi und Elia schon reagiert worden ist, habe ich mir überlegt, dass wir heute, ja vielleicht könnte ich versuchen, die etwas unbekannteren YouTube-Videos von dieser Woche vorzustellen. Anfangen wir mit jemandem, der jetzt auch wieder kürzlich erst wieder angefangen hat mit Videos, aber auch schon recht bekannt ist, meiner Meinung nach. Nämlich ist, dass Joshua spielt, aber Was spielst denn du? Liebe Zeki, ich versuche dir das schnell zu erklären. Joshua spielt, das Spiel steht eigentlich für das, dass er absolut einfach gar nichts spielt auf seinem YouTube-Kanal. Lieber macht er Vlogs, aber das hat er dir ja persönlich auch erklärt. Ich meine, es ist ja total logisch, dass wenn man kein einziges Videogame online hat auf seinem Kanal, dass man sich trotzdem spielt nennt. Ich meine, wieso würde sich Natti-Style an Natti-Style taufen? Okay, gut, genug Leute auf die Rösti-Karte genommen. Und by the way, Rösti kann man problemlos mit der Schale essen. Grüße gehen raus an den Podcast. Also, zurück zum Joshua. In seinem neuen Video ist er auf Basel gegangen und hat die Leute gefragt, was sie von Zürich halten. Und da ihr euch jetzt das ganze Video anschauen müsst, habe ich euch gedacht, ich mache eine kleine Zusammenfassung für das ganze Thema. Bevor das Video überhaupt angefangen hat, hat er gewisse Berühmtheiten gesehen, die er gefilmt hat, hat für den Reis Platz bekommen, ist dann Gabriele hinter der Decke und hat sich dann auch von den Leuten in Basel Vorurteile über den Kanton Zürich bestätigen lassen. Und ja, wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr bei meinem Kanal vorbeischauen. Unten verlinkt wie immer alles für in der Reihe. Ja, ich glaube, da hätten wir das erste Video schon hinter uns. Heisst, wir gehen weiter zum zweiten. Und wir wären wieder mal bei der Live with Leonie angelangt. Die einen oder anderen kennen sie, ich habe sie euch auch schon vorgestellt. Das heisst, wenn ihr noch nicht gesubbt habt, geht wieder vorbei, subbt rein. Yes, könnt ihr auch bei mir machen. Dann habe ich vielleicht immer 220 Abonnenten voll. Yeah! Also, was hat Leonie diese Woche für ein Video gemacht? Ah, stimmt, der Bär würde eher. Ich glaube, das ist auch bei jedem von euch ein Begriff. Das heisst, ich muss das gar nicht mehr erklären. Ah, was? Regie? Ah, ich muss das noch einmal erklären, dass man den Witz überhaupt versteht. Okay. Also gut, in dem ganzen Format geht es darum, dass man eine Frage gefragt wird und dann muss entscheiden, wer es eher will machen. Und dass ihr euch das jetzt am einfachsten vorstellen könnt, wäre jetzt zum Beispiel meine Frage an Sie zwei, wer von euch hat ein kleines IQ? 3, 2, 1. Wir beide. Jo, aber wieso? Du? Erstens, weil... Krank. Digga, Regie. Der Joke ist immer noch nicht lustig. Was? Weiter zum nächsten. Okay. In der Mitte des Videos angekommen heisst, wir kommen zu der Kanalempfehlung. Und ich habe gedacht, da das Video schon etwas Spezielles ist, muss ich noch etwas einschieben, bevor wir überhaupt zu der eigentlichen Kanalempfehlung kommen. Nämlich bin ich ja schon am Anfang von dem Video für so einen Podcast sprechen gekommen. Und dort war die liebe Kitschwitch zu Gast gewesen. Wer sie nicht kennt, die hat einen YouTube-Kanal, aber ist auf diversen sozialen Medien aktiv. Das heisst, wenn ihr dort noch nicht folgen würdet, könnt ihr das auch gerne mal machen. Und ich muss sagen, ich habe selbst so einen geilen Podcast gehört. Also, ich bin dauernd am Lachen gewesen, auch wenn das ein bisschen unvorteilhaft war in der ÖV. Aber hey, das war mir wert. Und die Leute, die jetzt denken, hey, Podcast von der Kitschwitch, gar noch nie etwas gehört, habe ich unten verlinkt. Das heisst, ihr könnt jetzt direkt nach dem Video und auf den Link gehen, das anklicken und könnt euch die neue Podcast-Folge reinziehen. Und für die sich jetzt denken, um was geht es genau. Der Podcast ist gehostet von ihr und ihrem Mann und ein Bierli nebenbei. Dosenbier saufen. Und dort wird über absolut weltwichtige Themen diskutiert, wie zum Beispiel rückwärts einparkieren, aber auch, dass sie absolut nicht zum Mittelwert zählen, wenn es ums Grillieren geht oder auch um Piercings. Also wirklich wichtige Themen haben wir in der momentanen Situation nicht. Das heisst, wenn ihr wirklich euch so informative Unterhaltung geben wollt, dann geht unbedingt ihren Podcast anhören. Und jetzt kommen wir zu der richtigen Kanalempfehlung. Und auch da greife ich wieder zurück auf den Anfang des Videos. Dort habe ich gesagt, dass ich Konkurrenz bekommen habe. Und nämlich ist das niemand anderes Geringes als die Haus Ayla. Hi, was poppin'? Die meisten unter euch kennen sie wahrscheinlich, die mal seinen Stream verfolgt. Dort hat er auch erst letztens auf ein Video reagiert. Sie hat bereits 2 Swiss News aufgeladen. Jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir richtig einen auf Elia. Packt ihr das Video als Kuh, eine ist da unten in die Decke, so schön brav eingeschachtelt. Und sie stellt uns jetzt das nächste Thema. Der Maelo hat uns auf TikTok seine Yeezy-Sammlung gezeigt. Ich blende es euch jetzt ein. Ja, ich sammle Schuhe. Grau-weiße Yeezy. Und weil absolut niemand gefragt hat, zeige ich euch jetzt meine Sneaker-Sammlung. Und ich trage die auch wirklich alle. Ich trage die alle. Wenn sie ihre Schuhsammlung zeigen muss ich das auch noch einmal machen. Das heisst, ich zeige euch jetzt mal exklusiv meine Schuhsammlung. Das heisst, bleibt jetzt mal gespannt. Jetzt geht es 10 Minuten lang, bis ich euch alle Schuhe vorgestellt habe. Schuh Nummer 1 wäre der absolut
Hightech-Laufschuhe von Nike. Wenn man es sieht, das Schuhprofil absolut noch vorhanden und ein geiles Feature ist an denen, dass man da mit dem Finger rein kann. Das heisst, wenn es irgendwann nass wird, kann man da schön schauen, dass das Wasser sich da innen verteilt, dass man das Gefühl hat, dass wir noch Wasser laufen. Sehr geil. Kommen wir weiter zu den nächsten Schuhen. Stimmt, habe ich gar keine. Scheiß drauf, Alter. Für was braucht man so viele verschiedene Schuhe, wenn man einen Schuh lange zum Sport machen, zum mit Schule gehen, zum arbeiten? That's it. Nächstes Thema. Wenn wir es ja schon von Melia hatten, auch er hat diese Woche wieder ein Video verladen. Nämlich geht es darum, was die Schweizer Bevölkerung von der Swiss Covid App haltet. Und auch hier muss ich jetzt wieder sagen, ich habe es letztes Mal schon gesagt, das ist jetzt wirklich ernst gemeint. Geht das Video anschauen, ich finde es sehr informativ und zusätzlich ist es auch gut erklärt und auch wirklich mit Quellen beleidigt, nicht jetzt so spaßhaft, wie ich das gemacht habe. Darum geht vorbeischauen, lasst ihm auch gerne eine Bewertung da, ich finde es richtig cool, dass er das macht. Und Elia, falls du es siehst, grüß genug. So, für die letzten Hirnzellen, die noch am Leben sind nach meinem absolut unnötigen Video, haben wir das letzte Video vom Timmy Time. Absolut geile Aktion. Man hockt sich mit Kollegen raus, weil schon alle Clubs zu haben. Man hockt sich an den Strassenrand, wartet bis die Autos anhalten und saufen das. Ah was, Regie? Es war gar nicht das Video gemeint. Aha! Ah, die Fußball-Challenge? Ja, muss ich da etwas gross erklären? Aha, okay. Also er hat die Woche ein Fußballvideo veröffentlicht. Muss man aber glaube nicht mehr viel dazu sagen. Ich erkenne zwar ein paar Parallelen zu anderen Videos, aber ich glaube, es haben die meisten schon abgeschaltet. Das heisst, ich verabschiede mich für heute und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigen Sie mir einen Daumen nach oben. Schreibt etwas in die Kommentare, wenn ihr etwas von mir wissen wollt oder sagt, ja, das können wir besser machen. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao!